miteinander, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich im Titel gelesen habt, geht es heute ums Coronavirus. Es ist überall, also wirklich überall in den Medien, es ist wirklich überall. Aber ich habe trotzdem gefunden, ich mache doch ein Video darüber, weil es für den einen oder anderen vielleicht auch spannend kann sein, wenn er andere Videos noch nicht angeschaut hat oder genau wie schaut, wo es sehr unwahrscheinlich könnte sein, aber trotzdem ich habe Lust über das Thema zu reden und darum mache ich ein Video über das und ja, darum legen wir jetzt gerade los mit einem Video. Also erstmal will ich ein bisschen so random anfangen. Und zwar merken wir alle, der Coronavirus einen Kopf raussteigt. Überall ist schon, wie gesagt, in den Medien, er ist keine Ahnung wo überall. Man macht so viele Sachen, dass man ja nicht angesteckt wird. Man tut ständig die Hände waschen oder macht auch andere Sachen. Jedes Mal Desinfektionsmittel benutzen oder auch anderes Zeug. Und ich sage euch, da und da, das ist alles ausgerechnet, nur wegen dem ständigen Handwaschen. Das regt mich komplett auf. Egal, das ist ein anderes Thema. Aber was mir am meisten weh macht, sind eben die kleinen Kinder, die irgendwie so 3 bis 10 Jahre alt sind, die jetzt in die schlimme Welt reinwachsen wegen dieser dummen Krankheit, die jetzt auf dieser Erde ist. Die Kinder tun mir einfach extrem leid, dass sie jetzt so das erleben. Da bin ich halt schon wirklich froh gewesen, dass ich halt so eine schöne Kinder hatte. Mit Frieden und keine Krankheiten, wo man sich so muss fest dran halten muss. Okay, ich habe auch mal Schweinegrippe gehabt. Das habe ich erst vor kurzem gerade erfahren von meinen Eltern. Ja, das kann ich einfach nur sagen. Ich finde auch, dass es vielleicht auch von der Erde ausgehen, dass sie uns vielleicht mehr zeigen, ey, gehen doch mehr Rücksicht auf mich, also Erde. Mir einfach, dass es einfach so eine Art wie eine Warnung ist, dass man einfach ein bisschen netter zu ihr sein wegen dem Klima und wegen dieser Umwelt, was wir machen, was wir alles zerstören und so. Und dass vielleicht das die Erde uns zurückgeht und sagt, ey, das ist jetzt das letzte Mal und sonst zerstöre ich die Erde komplett. Ihr wisst, was ich meine. Es kann jetzt um die Theorie sein. Manche würden wahrscheinlich so denken, ey, Mädchen ist in den Knall oder so. Andere würden vielleicht mal zustimmen, ich weiß nicht. Also es ist so, dass wenn ich möchte, einfach so random sagen. Also, jetzt habe ich mir gedacht, wir können ein paar so Fakten irgendwie aufzählen über das Corona in der Schweiz, weil ich lebe in der Schweiz, ich lebe in Baselbiet und ich habe gedacht, ich könnte auch ein paar Fakten raushauen. Der erste Corona-Fall hat es am 25. Februar gegeben. Bis jetzt sind 2200 Fälle in der Schweiz und 1563 Fälle sind auch bestätigt worden. Es hat schon 17 Tote in der Schweiz, also wie ich gelesen habe, so ab 50 bis 90. Und es geht in allen Kantonen mindestens jemand, der an dem Coronavirus leidet. Und auch Kantone, so mit auch Basel-Land, hat den Notstand eingerufen. Also jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar schulfrei. Positiv / negativ. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde so 40% finde das toll, dass wir keine Schule haben. Wir können in der Schule, wir haben einfach Ferien sozusagen. Obwohl wir aber Sachen müssen auch daheim selber machen über Homeoffice. Ich finde 60% einfach negativ, weil man kann mit seinen Freundinnen nicht irgendwie jeden Tag treffen. Man kann zum Beispiel nicht ins Tanzen gehen, weil zum Beispiel die Tanzschule ist für mich auch geschlossen. Und jetzt müssen wir das sozusagen über Video-Chat müssen wir das sozusagen lernen. Und das schießt einem auch komplett an, weil erstens, es gibt manche, die halt extrem schlecht so lernen. Und zweitens, es ist nicht das gleiche Gefühl, wenn man alle in einem Raum ist, zusammen hat. Die glücklichen Gefühle, die in diesem Raum sind, die Power, der Ehrgeiz und so. Also ist einfach, durch einen Videochat ist das einfach nicht da und das ist halt extrem scheiße. Und es ist einfach auch traurig, weil es ist so, wir haben im Juni haben wir ja eigentlich den Auftritt. Aber wenn das so weitergeht, das sollte bis zur Sommerferien so gehen, dann zerstört einfach komplett alles. Okay, wir können es vielleicht dann im September machen, aber wenn das jetzt Jahre so lang muss gehen, wir einfach das Corona einfach nicht können besiegen. Also ist einfach komplett scheiße, das schießt einfach komplett nur einmal an. Am Schluss eigentlich haben wir dann einen Hausarrest und dürfen sozusagen nicht raus, außer wenn man irgendetwas Spezielles machen muss, zum Beispiel mit dem Hund rausgehen, etwas Essen holen, zum Arzt oder so Sachen. Das macht einfach einen depressiv, finde ich, weil man hat so wenig Kontakt zu der Außenwelt und da denke ich mir halt wirklich nur so, was ist aus dieser Welt geworden? Das hat so müssen landen. Ich hoffe einfach, dass es einfach besser wird, dass es einfach sich in den nächsten paar Monaten einfach lindern, weil ich habe erstens keinen Bock,
so Sachen zu lernen. Ich muss sagen, ich gehe sehr gerne in die Schule. Ich würde auch gerne an die FMS gehen. Aber wenn das so weitergeht, das kann man nicht machen. Ich finde es einfach nicht gut, wenn wir das halt so weiterführen. Okay, das ist halt unser Schutz und so, aber so können wir einfach nicht leben. Wir brauchen es doch mit anderen können kommunizieren, persönlich, anderen Liebe zeigen, zum Beispiel Umarmungen geben, etwas miteinander machen und so. Zum Beispiel, wenn man auch irgendwie in einer Beziehung ist, man darf sich vielleicht später dann auch mal nicht treffen. Und ich finde, das ist einfach scheiße, wie keine Ahnung was. Und so Sachen machen einem einfach komplett traurig, depressiv, habe ich das Gefühl. Also nicht, dass ich denke, dass ich jetzt depressiv bin. Nein, bin ich noch nicht, glaube ich, weil wenn es dann kommt, dass man dann im eigenen Haus wird sein, ich glaube, es werden viele Menschen geben, die dann irgendwie würden depressiv werden, sagen, ey, die Welt ist scheiße und so, wieso passiert das alles? Weil so eine Welt haben wir uns nicht wollen machen. Und da kommt eben wieder die Theorie führen, dass es eben von der Erde aus geschickt worden ist, oder für manche von Gott, dass wir eben endlich mal die Erde mehr schützen, mehr ans Herz legen und nicht so egoistisch sein. Es gibt viele Menschen, die irgendwie nicht zu der Erde sind, die alles dafür machen, für die Umwelt, für Klimaschutz und alles drum und dran, aber trotzdem kann man nicht das, was wahrscheinlich Gott, Erde, sich wünschen. Ist auch meine Meinung so. So, wenn ihr andere Meinung habt, schreibt es in den Kommentaren. Also, die Kommentare sind deaktiviert, weil ich eben zu jung bin. Weil erst ab 18 dürfen die Kommentare eigentlich angezeigt werden. Finde ich komplett unnötig. Aber es ist halt so. Aber manchmal bekomme ich es an, dass trotzdem Kommentar bleiben. Also, wenn gerade nichts steht, dann würdet ihr vielleicht mal probieren, ihr könnt das einstellen, dazu könnt ihr einen Kommentar unterlegen. Könnt ihr eure Meinung unten in den Kommentar schreiben. Das würde mich auch extrem freuen und interessieren. Ihr könnt auch gerne dann auf Insta vielleicht mir auch mal schreiben und eure Meinung sagen. Wir sind jetzt am Ende vom Video angelangt und jetzt kommt auch nur eine Verabschiedung. Die meisten werden es wegdrucken, bitte macht es nicht. So, danke. Folgt mir gerne auf meine sozialen Medien, die werden es hier eingeblendet. Und wie gesagt, schreibt mir gerne auf Insta, was eure Meinung dazu ist, zu dem Corona generell. Ich habe erst mal gedacht, komm, ich könnte doch Daily Vlogs machen. Vielleicht mache ich irgendwelche Vlogs, um einfach ein bisschen zu zeigen oder irgendwie zu beschreiben, was genau im Moment jetzt gerade läuft. Wie das ist wegen dem Lernen, wegen den Tests, die man dann muss machen oder so. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr es auch interessant gefunden habt, dass ich mal so etwas anderes gemacht habe, also mit Fakten und so, gerne Daumen nach oben. Und ihr dürft auch gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren, weil ich sehe von euch ein paar, ihr schaut meine Videos regelmäßig, aber habt einfach nicht abonniert. Da wäre so eine Zahlentabelle, dass ihr auch seht, dass es ein paar gibt, die mich regelmäßig schauen, aber einfach noch nicht abonniert haben. Es ist ganz einfach, müsst einfach da drauf schauen und dann haben sie es gemacht. Dann sieht man sich beim nächsten Video oder beim nächsten Vlog, wir wissen noch nicht. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!